SRF Audio. SRF 3 Fokus. Mit dem Donat Hofer und mir gegenüber sitzt Susanne Kuhns, Schauspielerin, Moderatorin und Mutter von 2 Kindern. Wir haben alle ein Bild von der Susanne Kuhns. Wir kennen sie aus dem Fernsehen, wo sie diverse Sendungen moderiert. Am längsten Quiz-Sendung 1 gegen 100. In 2019 ist sie von der Bildfläche verschwunden und taucht jetzt wieder auf, aber ganz in einer anderen Rolle. Nämlich in der, wo sie immer davon hat geträumt. Als Schauspielerin, jetzt in der Hauptrolle von der neuen SRF-Sitcom «Unsere kleine Botschaft». Der Traum der Schauspielerin war immer da bei Susanne. Mit 18 hat sie den Gimmer abgebrochen und hat sich eine Schauspielschule beworben. Ohne Erfolg dann. Aber sie hat ihren Traum nie aufgegeben. Ich möchte wissen, was es in diesen letzten Jahren alles hat gebraucht, dass du, Susanne, heute da bist, wo du bist. Wir haben uns im Rahmen von 1 gegen 100 vor ein paar Jahren lernen kennen. Du hast mich gerne fasziniert, mit wie viel Verwurzelung, Energie, Vitalität du durch das Studio, aber auch durch das Leben bist geflogen oder gesegelt oder einfach bist gegangen. Und in dieser Stunde wollte ich herausfinden, was davon ist vielleicht Projektion, was eine Rolle und welche Anteile die private, echte Susanne ausmachen. Herzlich willkommen im Fokus, schön bist du da. Merci vielmals, Donat, ich freue mich sehr, hier zu sein. Schön. Bevor ich die erste Frage stelle, die ich mir aufgeschrieben habe, du hast vor dem Gespräch dich noch wie so verwurzelt oder kurz die Augen zugetan. Darf ich fragen, um was ist es gegangen, was hast du gemacht, was ist innerlich passiert? Also ich habe versucht, die aufsteigende Nervosität zu zentrieren, die zu mir eine Kraft zu machen, dass es mich nicht schwächt, sondern dass es mir eigentlich eine Kraft gibt, das zu sagen, so wie ich es will, möglichst gescheite Sachen zu sagen, möglichst präzise können, die Sachen zu sagen, die in mir innen vorgehen. Und konkret, wie gelingt es dir, das zu machen? Also weißt, ist es eine Atemtechnik oder einfach schon nur zu vorstellen, dass eben nochmal, was ist wirklich wichtig, was willst du sagen, was ist deine Botschaft? Oder? Ich glaube, ich komme einfach zu mir. Also ich spüre meine Füße auf dem Boden, ich spüre, wie ich auf meinem Becken hocke, manchmal lege ich einen Hang auf meinen Bauch oder auf mein Brustbein und dann bitte ich eigentlich um mehr, dass ich hier jetzt bin und dass möglichst wenig dazwischen ist, zwischen dem, wo ich wirklich bin und von dem, wo einem vielleicht manchmal im Weg steht. So, also dass eine pure Susanne rauskommt. Das ist schön, ich freue mich auf die pure Susanne. Auch der Wunsch, hey, was soll das Gespräch eigentlich? Oder? Was ist der Sinn? Was kannst du den Leuten oder mir jetzt mitgeben? Kann man diesen Wunsch zusammenfassen? Oder welche Form hat der? Ich glaube, die Absicht von allen meinen Auftritten, sei es egal in welcher Form, ist mittlerweile dorthin greift, dass ich möglichst authentisch eine Geschichte erzählen, dass ich einer Figur gerecht werde, dass ich selber als Susanne jetzt in diesem Gespräch möglichst wahrhaftig darf sein, ohne zu viel zu verraten, was wirklich zu intim ist, aber gleich auch etwas von meinem 47-jährigen Lebensweg irgendwie dürfen zu vermitteln, weiterzugeben und Leute zu berühren, vielleicht Leute auch zu ermutigen, Leute vielleicht zu inspirieren, aber sicher hoffentlich berühren in irgendeiner Form. Ich hoffe auch, dass das Gespräch das macht, weil du hast eine berührende Geschichte, die inspirieren kann. Wann weisst du eigentlich, was authentisch ist? Das spüre ich, glaube mittlerweile einfach mir selber an. Ich spüre es. Es ist wie ein tiefes Wissen. Das klingt mir auch noch nicht immer. Ich glaube, das wird bis am Ende von meinem Leben immer ein Wunsch sein, das noch zu verfeinern, noch zu verstärken. Aber es fühlt sich dann gut an. Und ich bin wie, es ist eine Energie in mir, die auftreibt. Und mir lüpft und erbauend ist und erhellend ist und so ein bisschen flirrend ist. Und dann habe ich das Gefühl, dann bin ich bei mir. Ich kann aber auch mehr und zu viel aufsteigen und dann ist man auch wieder zu hoch oben. Dann ist man zu weit weg von der Mitte. Aber ich kann das mittlerweile in den meisten Fällen relativ gut kontrollieren. Und irgendwo in der Mitte behalten. Genau. Und ich meine, eben die Schauspielerin, der Wunsch mit dem Schauspiel, Filme machen, Theater machen, so, den hast du immer gehabt und wir reden auch darüber, ist ja auch etwas zu sich zu stehen, authentisch dem nachgehen, was man gerne machen würde. Von aussen, vielleicht Leute, die dich nicht so gut kennen, die kennen dich als die Quiz-Moderatorin und dann plötzlich, jetzt bist du nicht mehr im Fernsehen gewesen, und jetzt kommt die Serie, unsere kleine Botschaft, und jetzt sehen sie dich wieder. Und dann könnte man ja das Gefühl haben,
okay, die ist einmal erfolgreich, einmal berühmt und jetzt hat sie noch die Rolle hinten nachher geschossen bekommen und die ist halt einfach berühmt und erfolgreich. Und das ist ja nicht die Realität. Wie waren die letzten Jahre gewesen, oder eben der Weg daher, der ja nicht einfach nur einfach war? Also, wir wissen alle, dass im März 2020 die Pandemie kam, wo ich eigentlich meine Festanstellung aufgegeben habe. Also Festanstellung, ja, es war ein Fixum natürlich, wo ich immer wieder wusste, wann ich arbeiten kann. Niemand wusste, wie lange das mit dieser Pandemie geht. Ich konnte Gottlob eigentlich immer noch die Projekte, die ich hatte, Theaterprojekte, können machen bis zum nächsten Lockdown. Habe dann schon so gefunden, perfektes Timing, aber in mir immer gewusst, es ist schon richtig. Es ist schon richtig gewesen, auch wenn jetzt die Welt auf dem Kopf steht. Dann hat sich glücklicherweise ein Theaterprojekt ums andere aneinander gereiht, teilweise sogar doppelt. Also manchmal habe ich tagsüber probiert und am Abend gespielt. Ensuite gespielt, das heisst Mittwoch bis Sonntag gespielt, tagsüber probiert. Also und dann habe ich auch noch meine 2 Kinder natürlich im Haushalt, Teenager, die auch noch ein bisschen zu tun haben. Ein Haushalt sowieso, Kochen, es ist sehr vieles zu kurz gekommen, vor allem eigentlich meine Zeit für mich, aber ich habe alles in das Neue hineingegeben, weil mir auch die Rollen angeboten wurden. Und dann habe ich einfach gefunden, okay, es war richtig, mein Entscheid, weil sonst bekäme ich keine Rollen, sonst würde es nicht jetzt einfach Angebot geben. Das Arbeiten nachher ist Arbeiten, Bickelhart, viel nach Mitternacht ins Bett, viel Text, viel Präsenzzeit, viele Menschen, viele Premieren, aber super, also ich habe jetzt wirklich so viel spielen, wie ich mir es nicht hätte träumen. Und hast du von Anfang an finanziell davon leben können, oder hat es ein Polster gebraucht, um irgendwie über die ersten Jahre drüber zu kommen? Oder? Also ja, schon immer einfach auch Eventmoderationen machen. Sie waren zwar auch nicht mehr so viel wie früher noch zu meinen sehr präsenten Zeiten vom Fernsehen. Das ist aber auch gut, weil das hätte zu viel auch Zeit in Anspruch genommen, für dem auch noch gerecht zu werden. Ich hatte zum Glück auch ein kleines Polster gehabt, aber von Anfang an hätte ich nicht davon leben können. Es ist im Theater wirklich, ich habe mal gehört, jemand hat gesagt, wir sind prekär Verdienende, und ich glaube, das beschreibt es relativ gut. In der freien Szene muss man viel arbeiten, für dass man davon leben kann, auf dem Platz Zürich sowieso, in einer Familienwohnung, oder? Eine Schauspielkollegin von dir hat mir wie gesagt, was sie einfach unglaublich hat gefunden an deinem Weg ist, dass du, so wie sie es hat gesagt, dir nie Job war, irgendeine Rolle, sei sie noch so klein oder eben nicht im Rampenlicht, nicht Mainstream. Du bist nie Job für das. Du hast immer alles gegeben und einfach an deinen Traum geglaubt. Von wo kommt das Konsequente, alles? Also ich spiele einfach für das Leben gerne, und ich habe gewusst, dass jede Rolle ist eine Erfahrung, und mit jeder Rolle kann man etwas lernen, und ich habe mal den Gescheitsatz gehört, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler, und das hat mich immer sehr beflügelt. Ich habe schon gedacht, ja, ich könnte jetzt einmal die grössere Rolle noch spielen, aber es ist eine riesige Herausforderung mit 2, 3 Szenen, etwas rauszuholen, dass man den Leuten bleibt. Was macht man? Was ist Charakteristik? Es ist eigentlich sogar noch sehr spannend, mit kleineren Rollen genauso viel Aufmerksamkeit oder so viel Geschichte zu erzählen rund um eine Figur. Und ich habe das eigentlich nie als minderwertig empfunden. So wie ich auch nicht finde, dass dort oder dort spielen, oder sei es jetzt Freilicht dort oder sei es jetzt dort oder dort. Es ist nicht Stadttheater, ich bin nicht in dieser Liga gewesen, aber ich bin sehr im Berner Theater können spielen, ich konnte tolle Stücke können spielen. Also ich bin einfach nicht so wertend, glaube ich, diesbezüglich in mir drin, und das hilft mir auch. Hm. Sind kleinere Rollen insofern einfacher zum Spielen, weil man nicht der ganze... Also man kann ja wie irgendein Flügelspieler beim Fußball ein Goal machen und der Held sein, aber man ist nicht der Goalie, der die ganze Last drauf drückt wie bei der Hauptrolle. Also Genau. Man kann freier sein, oder? Nein, es ist natürlich, man muss den Abend nicht tragen. Dafür muss man viel warten und dann in diesen kurzen Momenten einfach wieder rauffahren und Energie mobilisieren und dieser kleinen Rolle vor allem bei der Vorbereitung etwas geben. Weil wenn ich finde, das sind ja nur 2 Szenen, das sind Scheissrollen und so, das ist die falsche Einstellung. Weil die ganze Figur, auch wenn die nur 2-mal zu sehen ist, die hat ja eine riesen Background-Geschichte. Und wenn man es schafft, irgendetwas von dieser grossen Background-Geschichte in diesen 2 kleinen Szenen vielleicht überzubringen, kreativ zu sein, dass die Figur irgendetwas hat, wo den Leuten auffällt oder wo die Leute amüsiert oder wo eine Komik ansteht, dann ist das genau die gleiche Arbeit, wie man für eine grosse Rolle auch macht. Man hat einfach weniger Text, aber die Background-Vorbereitung ist die gleiche.
Und das stimmt, am Abend kann man auch ein bisschen mehr Backstage rumhängen, aber dafür muss man auch wieder rauffahren. Oder? Das ist ja auch nicht nur einfach, mit dem Warten umzugehen. Hat es einen Anteil in dir gehabt, der Angst hatte, bei diesem Schritt voll auf die Schauspielerei zu setzen? Der ist schon immer wieder gekommen, aber ich weiss, ich fusse meine Entscheidungen eigentlich immer auf einem tiefen Bauchgefühl oder Herzgefühl. Ich glaube, früher habe ich mehr gemeint, es sei der Bauch, aber ich glaube, es ist eigentlich der Herzensweg, der uns eigentlich sagt, wodurch dass es gehen könnte oder wo dass man wirklich gebraucht wird in diesem Leben oder wo man wirklich seine grösste Wirkung erzeugen kann. Und vor allem zeigt dem das Herz, wo die grösste Leidenschaft ist. Und ich denke, wenn man mit Freude etwas macht, dann ist einem eben eine kleine Rolle auch nicht zuwider. Weil ich liebe es, dabei zu sein, ich liebe das Theaterambiente, was vorher ist, was nachher ist, Probenarbeit. Und darum hatte ich schon immer wieder Angst gehabt, aber ich habe immer gewusst, das ist jetzt so ein Ego-Ding, das ist mein Geist, der mich versucht zu verarschen oder der mich testet. Aber wie so ein Teufel, ich habe mir es lange überlegt, zu können bei 1 gegen 100. Das ist nicht einfach in einem Moment entstanden. Das waren viele Jahre sogar, wo ich mich mit dem beschäftigt habe. Und das, was du jetzt gerade hast beschrieben, das tiefe Vertrauen oder die Verbindung zum Herz, zum Spüren, was das Herz will. Das ist vielleicht etwas Entscheidendes in deinem Leben, aber was braucht es für das? Ist es zu spüren, was man will, oder ist es der Mut, das zu machen, was man spürt? Oder, ich glaube, es hat mit «Wollte ich mich selber sabotieren» zu tun oder nicht. Es braucht Mut, das dann wirklich zu machen, aber wenn das Gefühl so stark ist, dass es unumgänglich es ist nicht anders interpretierbar, als das ist jetzt die richtige Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe keine Ahnung, ob es aufgeht. Ich weiss jetzt einfach, es ist die richtige Entscheidung. Dann braucht es natürlich schon den Mut, das noch immer zu sagen und dazu zu stehen, wo alle Leute haben gefunden, also so einen Job aufgeben, geht es noch, Prestige, Kohle, hast ein Renommee, das ist ein sicherer Wert und jetzt setzt du auf die Schauspielerei mit 40. You're a dreamer. Ja. Oder? Und ich habe einfach innerlich gewusst, ich habe schon viele so Entscheidungen gefällt und es ist immer in irgendeiner Form gut gekommen. Ich bin aber auch bereit zu bügeln und die Transformationsarbeit zu machen. Und die kann schmerzhaft sein, egal wie fest dass der Entscheid tief innen wissend gut ist. Es ist gleich schmerzhaft. Und wie schön ist es jetzt, hier zu hocken? Du weisst, jetzt kommt die Serie, wo du die Hauptrolle hast. Im Herbst gleich Meloni, wo du die Rolle hast. Nächstes Jahr die erste Kino-Hauptrolle, Schweizer Film. Was passiert im Körper, das zu realisieren? Hey, ich habe es in diesem Sinn geschafft. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Ich freue mich einfach sehr, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, so viel zu drehen, dass es irgendwie offenbar gefällt und ich weitergebucht werde. Ich habe es nicht geschafft. Also ich will mich nicht ausruhen, weil es gibt x Leute, die haben gedreht und haben Hauptrollen gehabt und dann sind sie plötzlich wieder verschwunden. Das ist ganz je nachdem ein sehr unsteter Beruf. Das steht doch ein bisschen in den Sternen geschrieben. Es gibt sehr viele erfolgreiche Leute, die jahrelang keine Rollenangebote mehr haben, weil auch alle denken, ja, der hat keine Zeit, fragen wir gar nicht an. Oder ist es zu teuer, fragen wir gar nicht an. Darum geschafft habe ich es nicht. Ich habe es jetzt mal bis dahin geschafft und mein Plan ist, Holz anlängen, irgendwie aufgegangen, respektive mein tiefes Wissen. Das ist für mich die schönste Freude. Zu wissen, das funktioniert, glaube ich, für jeden Mensch. Wenn man tief in sein Herz lässt und man mit Freude etwas macht, kann man erfolgreich sein, mit Arbeit, mit Blut, Schweiß und Tränen, aber es ist eine viel leichtere Arbeit und insgesamt viel befriedigenderer Weg, als wenn man gegen sich und die innere Wahrheit ankämpft. Und Erfolg fühlt sich auch anders an. Also, oder wenn ich dir die Frage stelle, du bist als Moderatorin schon sehr früh sehr erfolgreich gewesen, bist jetzt als Schauspielerin in dem Sinne erfolgreich. Ist es eine andere Qualität von Erfolg oder? Es ist noch interessant, eine Freundin hat mich vorgestern gefragt, wie fühlst du dich jetzt, wo du auch wieder viel mehr erkannt wirst auf der Straße, weil du jetzt wieder zu sehen bist am Fernsehen. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, ich freue mich, ab jetzt das erste Mal so richtig ganz, wenn man mich erkennt, weil ich jetzt, wirklich endlich richtig dort bin, wo ich immer wollte, als das, was ich arbeiten und 100% dahinter stehen, hinter mir als Schauspielerin in so einem Format, ob das jetzt ankommt oder nicht. Und habe das Gefühl, für das werde ich, das erste Mal in meinem Leben gerne erkannt, so richtig. Und das ist irgendwie noch extrem. Weil du als du erkannt wirst? Oder du bist weil ich jetzt in meiner wirklichen Berufung bin. Ja.
Also, weil Moderation war auch etwas, was mir gelungen ist, was ich aber auch immer als schauspielerischen Beruf angeschaut habe, aber es wird nicht als solcher wahrgenommen. Es ist ja logisch, ich bin dort als Privatperson vermeintlich da oben, aber ich habe es eigentlich immer als schauspielerischen Beruf angeschaut. Und darum bin ich dort aber es war eben verquer, es war nicht ganz stimmig. Und jetzt, ich habe mit 5 schon davon geträumt, Schauspielerin zu sein. Und habe einen recht langen Umweg gebraucht, weil ich mir eben irgendwo auch nicht vertraut habe. Aber vielleicht auch, weil ich auch tief habe gewusst, wie fragil das sein kann, wenn man zu jung in die ganzen Machtstrukturen hineinkommt oder als junge Frau bewertet könnte werden und wie viel fest ich noch mehr stärken und festigen, für dass ich auch Kritik tragen kann oder einen Misserfolg tragen kann. Alle hören jetzt und denken, hey, ich will unbedingt schauen, machen es. Unsere kleine Botschaft, Play SRF, die neue Sitcom von SRF. Seit 20 Jahren hat es keine Sitcom gegeben. Schauplatz ist eine Schweizer Botschaft in einem lateinamerikanischen Land. Man weiss nicht genau welches. Im Mittelpunkt stehen 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Chef, das bist du, Susanne, oder eben die Bea. Jede Figur hat einen unterschiedlichen Charakter mit ihren Eigenheiten und einer anderen Geschichte, die da in dieser Botschaft aufeinander prallen. Du als Chefdiplomatin bist ehrgeizig, erfolgreiche, starke Frau, die gerne mal flucht, aber auch ein gebrochenes Herz hat, auch sehr fein kann sein. Jetzt kommen so die klassische Frage, wo man fragt, wie viel von der Susanne steckt in dieser Figur oder und die Frage, ist die gut und berechtigt oder ist sie völlig abgelutscht und es wäre eine andere Frage, die wichtig ist, oder? Nein, es ist eine gute Frage. Jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit, das mal vielleicht richtig zu erklären, so wie ich es empfinde. Das kann man für jede schauspielende Person anders sein. Ich glaube, es gibt ein Buch, dort steht ganz viel Information drin. Dann bin ich ein Gefäß mit meinem Filter, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wesen. Also lese ich das schon mal durch meinen Filter durch. Oder was dort überhaupt über die Figur für mich erkennbar ist. Das Dreibuch, oder? Das Dreibuch, ja, was für mich erkennbar ist. Und dann kann der kreative Aspekt reinkommen, dann kann ich einfach mit meiner Fantasie die Background-Story von dieser Figur bauen, die mit mir zu tun haben, die überhaupt nicht mit mir muss zu tun haben. Und dann fängt man dort die Biografie vorstellen und dann kommt so ein Gerüst rauf und ich glaube, das ist die ganze Vorbereitung. Und dann auf dem Dreh, so habe ich es erfahren, stellt man sich rein als Gefäß und schaut, was kommt von dem, was man sich vorgenommen hat, von dem, was der Partner gibt. Dann habe ich versucht, dort zu sein und zuzuhören. Und ich habe meinen Text extrem gut können, meistens auf alle Fälle. Und dann passiert wie etwas, wo noch einmal etwas dazukommt, das man nicht kontrollieren kann. Und dann in dem Moment einfach darauf zu vertrauen, dass das schon kommt, was muss. Mit der ganzen Vorbereitung. Und dann ist es, glaube ich, eine Mischung aus vielen BAs, habe ich manchmal das Gefühl. Es ist dann einfach, ich stelle mich als Gefäß zur Verfügung, wo dann etwas durchfließt, wo ich nicht sagen kann, woher es kommt oder was es soll sein. Das ist noch spannend, weil meine Vorstellung wäre, dass man eben bei der Schauspielerei mega gut den Text auswendig lernt, die Mimik, alles und dann einfach, wenn der Regisseur sagt Action, dann genau das abliefert. Aber du sagst, man tut es so vorbereitet, aber dann eben Freestyle, eine Art, durch einem durchwirken. Ja, es ist einfach ein Aspekt, wo ich glaube, man muss extrem fest auch in eine Entspannung hineingehen. Aber das ist, denke ich, überhaupt beim Bühnenarbeiten, auch beim Moderieren so. Ich bereite mich vor und dann gibt es wie so die Grenzen, wo man wie durch einen durchsichtigen Vorhang geht oder halt wirklich durch ein Auftrittsportal, wo man eigentlich einfach muss ins Ungewisse hineinlaufen und die Handbremse lösen und dann weiss man nicht, was passiert. Man kann sich etwas vornehmen. Und das ist auch gut. Man muss unbedingt einen Plan haben. Also ich muss den Text können, ich weiss, welche Brüche ich ungefähr spielen will. Ich muss wissen, welche Motivation, aus welcher Motivation aus sagt die Figur das. Aber dann kann plötzlich auch noch etwas Neues kommen. Oder der Partner reagiert anders, dass man dann reagieren kann. Es ist wichtig, dass man irgendwo auch wieder extrem alles fallen. Und kann man sagen, der Unterschied zwischen einer guten oder einem guten Schauspieler und einem weniger guten ist, die Fähigkeit zu loslassen und auf das Vertrauen eben. Ich glaube, das ist einfach grundsätzlich, man lebt einfach besser. Ob jetzt Schauspieler oder sonst in einem anderen Beruf. Ich glaube, es hilft am Menschsein, einfach so oder so in allen Situationen. Ich will gar nicht sagen, was ist ein guter Schauspieler, das ist etwas so Individuelles, wer findet wann, warum ein guter Schauspieler. Ich habe es einfach für mich persönlich, glaube ich, so erfahren, dass es extrem viel damit zu tun hat, furchtlos zu sein in diesem Moment und sich zur Verfügung zu stellen als Gefäß.
Aber auch wirklich als Lebensprinzip, so durchs Leben zu gehen, dass immer offen für das, was ist und was auch immer dann wie wirkt. Ja, weil man hat doch manchmal extrem das Gefühl, so mache ich es dann morgen. Oder so erziehe ich dann meine Kinder. Ja, Oder so voll. lebe ich in dieser Beziehung. Oder so gehe ich dann morgen arbeiten. Und dann kommt alles anders. Und dann kann man sich ärgern und verloren sein und erstarren. Das passiert mir auch immer wieder. Oder man sagt, oh, okay, das ist jetzt so. Hätte ich nicht gedacht, jetzt ist es aber heute so. Und dann nicht das beurteilen, weil wenn ich als Schauspielerin einen Fehler mache, zum Beispiel, jetzt in einem Theater, dann, wenn ich diesem Fehler nachhänge, verkacke ich die fortlaufenden Sätze auch gerade. Wenn ich bei einem Dreh meinem Fehler nachhänge, und das ist schwierig, das ist mir auch passiert, dann bin ich sicher nicht gut für die nächsten Sätze. Dann bin ich nämlich am Hangen in der Vergangenheit. Und das immer wieder einfach geschehen. Merken, okay, ist gleich. Okay, merkt, gleich ist nicht gekommen, wie ich es vorgenommen habe. Es muss nicht schlechter sein. Nicht immer in dem Beurteilen sein, sondern mehr im Beobachten. Also mir resoniert, würde auch gerne mehr so durchs Leben. Frage mich aber gut, hat es einen Moment gegeben in deinem Leben, wo du hast gemerkt, hey, mal, jetzt will ich noch mehr auf das setzen? Oder bist du so auf die Welt gekommen? Hast du das einfach in dir gehabt, schon als Jugendliche? Nein, das ist schon... ich glaube einfach, ich habe sicher so sehr, sehr früh in mir gespürt, dass mich das Wesen des Menschseins sehr interessiert. Warum bin ich so, wie ich bin? Was wirkt da für Kräfte? Warum tut mir etwas weh, was für mein Gegenüber absolut nicht schlimm erscheint? Und ich bin eigentlich seither immer so ein bisschen an dem Forschen. Ich war natürlich nicht so bewusst als Kind, aber ich immer mehr darüber wissen, wie funktioniere ich, wer bin ich. Und dann unterwegs findet man natürlich Mentorenfiguren, sei das in Form von Therapeuten oder sonstigen Menschen, die man trifft, und Bücher, die man finden kann, die einem zufliegen. Wer war wichtig für dich, jetzt vielleicht nicht therapeutisch, aber irgendeine Figur, die dir jetzt in den Kopf kommt, die dich prägt, die dich inspiriert? Sehr viele Freundschaften, also sehr viele... sicher prägend für mich sind sicher meine Eltern ganz am Anfang. Also meine Mutter hat das Vertrauen haben, hat sie immer gesagt, hab Vertrauen, es kommt schon gut, geht das Türchen zu, geht eins auf. Das mag zwar als naiv und herzig erscheinen, aber es hat ganz viel Wahrheit in dem inne. Sie hat uns eigentlich immer ermuntert, unsere Wahrheit zu spüren und dem nachzugehen im vollsten Vertrauen. Das war sicher sehr prägend gewesen. Ja. Eben, das ist, du redest ja auch sehr in diesen Worten, oder das ist das, was durch dich durchwirkt. Wenn ich jetzt schnell Klammern darf auftun, du bist im 78 geboren, bei Meinisberg. Ja. Also in Aarberg, aber in Meinisberg aufgewachsen. So, zwischen Jura-Südfuss. Im Nebelloch. Das hast du gesagt, zwischen Biel und Solothurn. Genau. Der Vater Primarlehrer, Mutter Modedesignerin gelernt. Damenschneiderin und dann auf der Post gearbeitet, aber dann Hausfrau und Mutter. Sehr Beschäftigte. 2 ältere Brüder. Und du hast jetzt schon gesagt, eben deine Mom hat euch das schenken, auf das Herz lassen, dem nachgehen. Nimm uns noch schnell mit, bitte, in deine Kindheit. Wie können wir uns das vorstellen bei Kuhns daheim? Wie hat es geschmeckt? Oder wie fühlt es sich an dort in diesen Räumen? Also wir haben in einem Einfamilienhaus gewohnt. Mein Vater war viel daheim, weil er hat viel daheim gearbeitet, preppet als Lehrer, hat viel Musik gemacht. Er war Tenor, sehr ambitionierter, schon fast, also ich würde sagen Profi, aber er hat nie drauf gearbeitet, aber er war sehr ein guter Tenor, er hat viel Theater gemacht, er ist sehr musischer, engagierter im Gemeindewesen Mann. Vater damals. Wir hatten einen Hund, wir hatten einen Garten. Meine Mutter hat zu Haus und Hof geschaut, gekocht, sie hat geschmeckt aus der Küche, sie hat uns die Hosen geflickt, sie konnte Radios flicken, sie war eine ganz patente Frau. Ich hatte 2 Brüder, die sind sehr nah aufeinander geboren, die sind älter. Da hat man natürlich auch gelernt, habe ich schon gelernt, mich durchzusetzen. Dann waren wir in einem Dorf, das eine starke Dorfgemeinschaft hatte. Ich bin dort in die Jungschar gegangen und wir haben jeden Samstag in den Wald dreckeln und Abenteuer erleben. Ich war viel in Lager. Wir als Familie sind viel campen. Es war sehr ein einfaches Leben irgendwo durch, aber es hat uns an nichts gefällt. Und, was wirklich bezeichnend ist, ich habe sehr, sehr viel mit meinen Eltern geredet auf dem Sofa. Sie haben mir viele Fragen gestellt, zu was willst du dort, was hast du dort vor? Und wir haben viel geredet miteinander und das war eine sehr schöne Qualität. Auch schon
aber nicht, jetzt bist du nicht jugendlich, sondern als Kind viel Ja. geredet. Schon früh hat man die quasi ernst genommen und auf Augenhöhe. Oder? Absolut. Ich habe eine sehr heimelige Kindheit gefunden. Es ist manchmal schon ein bisschen harsch zu und her gegangen mit 2 Brüdern. Wie gesagt, die haben mich schon durchsetzen. Ich glaube, das hat mir auch ein gutes Mundwerk und meine Schlagfertigkeit besorgt. Und ja, es ist ein schönes Nest gewesen, aber ich hatte auch extrem den Drang, früh rauszugehen. Ich bin dann mit 16 in ein Austauschjahr auf Amerika, wo ich einfach auch dort das Gefühl hatte, ich muss aus dieser Enge, auch von diesem Dorf oder von dem Ort, den ich jetzt schon 16 Jahre kenne, muss weg, ich muss etwas lernen, ich muss mich herausfordern, ich muss spüren, wie das ist, wenn ich fort bin, ein Jahr, an einem Ort, wo ich niemanden kenne, wo ich die Sprache nicht kann. Das war so ein Drang gewesen. Und du bist in den Südstaaten, auf Alabama in Amerika. Ja. Warum Amerika? Hast du Filme geschaut, hast Musik gehört? Was hat dich gezogen? Ja, Amerika einfach weit weg, wirklich Kulturschock. Dann das amerikanische Englisch hat mir besser gefallen als das Englische. Und ich habe gefunden, ja, aber England, da schiffen sie ja gerne. Amerika habe ich halt schon aus den Filmen sicher als naives Bild gehabt. Ich bin dann per Zufall in die Südstaaten gekommen, wo ich irgendwie in die 50er Jahre zurückkatapultiert war. Heimweh gehabt, 3 Monate, ganz schlimm, nichts verstanden von diesem Southern Accent. Und bin mit ganz viel Dankbarkeit im Rucksack zurückgekommen für die unglaubliche Freiheit, die ich als Jugendliche in der Schweiz, in diesem Dorf, auch bei meinen Eltern durfte leben, nämlich mit dem Velo neu herfahren, am Abend dürfen weggehen, nicht so religiös, erdrückend wie das in Alabama, nicht rassistisch aufzuwachsen. Unglaubliche Freiheit und Dankbarkeit habe ich gespürt, als ich zurückgekommen bin. Du hast vorhin noch, was Meinisberg oder deine Kindheit, deine Jugend hast beschrieben, auch gesagt, hey, du bist echt relativ einfach, aber es klingt eben so verwurzelt in der Dorfgemeinschaft und so. Hast, wo du selber Mutter bist worden für deine 2 Kinder, dann auch den Wunsch gehabt, ihnen eigentlich das Ländliche vielleicht zu bieten, respektive, ich weiss, ihr seid in der Stadt, hier in Zürich, hast du deine Kinder grossgezogen? Weißt, hast du das manchmal gesagt, Scheisse, ich kann ihnen nicht das kleine, einfache, geerdete geben? Mhm. Ja, das war schon manchmal ein Aspekt, wo ich sehe schon, dass es Kinder sind, die in der Stadt sind aufgewachsen sind. Aber ich habe natürlich ihnen gleich auch vorgelebt, dass man in die Natur kann. Aber es ist natürlich eine andere flirrende Energie in der Stadt Zürich als jetzt in meinem Dörfli Meinisberg. Sie sind sehr froh. Sie sind nicht dort aufgewachsen, glaube ich. Sie haben aber auch eine Verbindung zu diesem Dorf. Ich muss aber auch ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe mich auch oft gelangweilt. Ich habe das viel in meine Tagebücher geschrieben. Ich habe manchmal nicht woher gewusst mit meiner Energie. Und mit meiner, ich habe mit 10 mich beworben an der Schauspielschule. Ich habe gefunden, ich muss da weg. Ich will um Leute herum sein, die es mehr flirren. Nicht, dass das in Meinisberg nicht hatte. Es war eine super Gemeinschaft, aber ich habe einfach manchmal gar nicht gewusst, woher mit so viel Energie. Genau. Und eben, du bist eine energievolle Frau. Ich würde sagen, du bist eine starke Frau. Ich hoffe, das ist nicht, es klingt nicht sexistisch oder so. Nein. Hast du da Vorbilder gehabt von einer selbstbewussten, emanzipierten, starken Frau? Ja, Oder? meine Mutter, die hat Mutter, schon ja. Sachen gemacht, die in dieser Zeit, wo sie jugendlich war, nicht unbedingt gerade nur gesellschaftlich toleriert und akzeptiert war. Sie war sehr früh weise und hat sehr viel, finde ich, hat eine sehr emotionale Schleue gehabt, sehr viel emotionale Intelligenzquotient quasi, oder eben EQ. Und hat so viele harte Sachen auch erlebt in recht jungen Jahren, wo ich immer gefunden habe, wow, es ist so eine liebende, fürsorgliche fürsorglicher Mensch gewesen, der uns so ein wunderschönes Nest hat gegeben. Das habe ich immer sehr bewundert. Und unterwegs hat es dann auch immer wieder Frauen gegeben, die mich inspiriert haben. Aber ich denke, am prägendsten war auch die Mutterfigur in dieser Hinsicht. Ja. Aber wenn du das hörst, starke Frau, weißt, Ja. findest du auch, du bist eine starke Frau oder nervt dich dieser Ausdruck? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, stark ist okay. Starke Frau, starker Mann. Stärke bedingt auch immer Schwäche. Und das gehört alles dazu. Also ich glaube, wo Licht ist Schatten, wo Stärke ist Schwäche. Und ich glaube, man muss einfach wie beides anerkennen oder in sich kennen, für das die Starke kann stark sein, aber genauso wächst auch die Schwäche. Was auch immer schwach ist an der Schwäche. Vielleicht ist Schwäche gar nicht schwach.
ein Moment, wo du nicht Schwäche hast müssen zulassen, aber sehr emotional bist, war im Zug, nachdem dass du die Aufnahmeprüfung bei der Schauspielschule Zürich hast gemacht. Ich glaube mit 18. Du hast den Gimmer abgebrochen, hast eben den grossen Traum gehabt, bist aber dort nicht zu suchen gekommen. Ein entscheidender Moment. Oder denkst du manchmal, hey, wenn du dort schon an die Schauspielerei wärst hergekommen, oder bist du froh, bist du nicht zu suchen gekommen? Ich glaube, es war genau richtig gewesen, weil ich höre viele Geschichten jetzt so von Leuten, die tatsächlich an einer Schauspielschule waren, die ich fragwürdig finde, wo ich finde, das ist dann auch so eine eingebahnte Schiene, wo man reinkommt und da gibt es so ganz klare Strukturen, Regelungen, Machtgefüge und ich glaube, ich wäre irgendwo durch zu rebellisch gewesen und ich hätte mir das wahrscheinlich nicht bieten. Also ich wäre wahrscheinlich entweder sehr unterwürfig geworden und man hat mich kaputt gemacht, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich hätte dort mehr Probleme generiert, indem ich das nicht hätte akzeptiert. Und ich glaube, das tagelange Rennen nach dem nicht reinkommen hat damit zu tun gehabt, dass ich sehr nah war, davon genommen zu werden. Und dass es einfach 2 Tage weg war von meinem Zuhause in Zürich am Warten. Wir mussten stundenlang auf die Resultate warten. Und natürlich ist ein Traum, der mit 5 in meinem Kinderzimmer in mir ist gewachsen, ist dort für einen Moment verplatzt. Aber dann habe ich das Krönchen gerichtet und bin wieder aufgestanden. Dann bin ich halt zum Fernsehen. Ja, aber und das ist ja irgendwie ist ein Casting-Video von dir bei diesem SRF gelandet, dann noch SF. Und dann ist die Kindersendung «Ups» hat dann unbedingt dich wollen. Und die haben dir, also es war nicht so, dass sie einmal angerufen und du auf den Zug bist gesäckelt, sondern du hast ja zuerst mal gesagt, nein, ich glaube eher nicht, oder? Wie war das? Also, genau, sie haben mir ja schon vorher ein Casting gemacht für eine andere Sendung. Ich bin dort aber nicht zugekommen, weil ich zu alt habe gewirkt, offenbar, für die Position, die sie wollen. Und dann bin ich eigentlich so ein bisschen durch eine Gimmerkrise und ich habe gefunden, was, jetzt wirklich zu alt und so. Ja, also der alt nicht, der ist vielleicht doch nichts für mich. Ich habe auch schon gezweifelt. Und dann bin ich durch eine Gimmerkrise, wo ich eigentlich immer noch mehr Gimmer wollte für die Schauspielschule. Und habe das Gefühl gehabt, der Gimmer und so, ich bin so schlecht in Mathe und Chemie und Physik und so, ich soll immer das Wörtchen lernen und all das. Ich habe die Krise gemeistert und habe mich entschieden, so, jetzt machst du noch einmal so richtig Vollgas, dann machst du die Matur und dann schaust du weiter. Und dann ist das Telefon von Manni Hildebrand. Koryphäe natürlich. Und dann habe ich ihm abgesehen. Er hat gesagt, nein, ich kann jetzt nicht 80% bei euch arbeiten, in Zürich, so weit weg. Ich mache jetzt die Matur. Sorry, geht jetzt nicht. Ich habe mich jetzt gerade entschieden, doch die Matur zu machen in 1,5 Jahren. Und dann hat er nach 3 Wochen wieder angerufen, ja, ich sehe ihn eben nicht aus dem Kopf und ich soll doch vielleicht gleich noch mal das Casting kommen und es gibt ja vielleicht Möglichkeiten. Und dann habe ich gefunden, ja, dann gehe ich jetzt auch doch ans Casting, wenn man mir schon hinterher nachher telefoniert, oder? Und, so bist du dann zu dieser Kindersendung, Jugendsendung gekommen. Genau. Das war echt das Sprungbrett. 3 Jahre später die eigene Quiz-Sendung schon. Ein Privalo bekommen für beste Newcomerin. Mhm. Ich habe das Gefühl, du hast wirklich ein gesundes, ein starkes Selbstvertrauen und die Verwurzelung und würde gerne nochmal dort nachhaken, aber zuerst mit einem Spiel irgendwie eine Halbzeitpausenbeschäftigung machen. Ich würde dir so Halbsätze vorlesen, die du kurz oder auch lang kannst einfach vervollständigen. Ist gut? Okay, probieren wir. Wenn ich allein bin, dann hocke ich extrem gerne auf dem Sofa und schaue der Woche zu im Moment, wo ich das so lange nicht konnte, weil ich so viel gearbeitet habe dieses Jahr. Der Unterschied zwischen Kleinkunst und Mainstream ist, dass der Mainstream mehr Leute schauen und Kritiker immer runtermachen. Beim Zähneputzen fällt mir jedes Mal auf, wie viel Haar ich eigentlich in meinem Lavabo habe, das ich schon wieder putzen soll. Am meisten Angst habe ich davor, dass ich eingesperrt würde werden oder unfrei wäre. Quiz-Sendung 1 gegen 100 funktioniert darum so gut, weil man entweder kann glätten dazu. Voilà. Ich wünschte, ich hätte früher gewusst, dass ich auch Schauspielerin sein kann, bevor ich zuerst den Umweg über die Moderation mache. Wenn die Schweizer Theaterszene ein Zoo wäre, dann wäre ich... Ja, ich glaube, Pinguin. Wenn ich an meine eigene Beerdigung denke, dann hoffe ich, dass es ein riesen Fest gibt und dass sie Musik ablösen und feiern und dass ich dann Zeichen gebe von denen. Und sie merken, es ist noch immer da, einfach ein bisschen anders. Lass es blitzen. Genau. Im Vergleich zu früher bedeutet mir Erfolg heute
Es ist sehr viel persönlicher geworden. Es hat mit Freude zu tun, dem dürfen Raum zu geben in meinem Leben, den ich gerne mache. Ich bin froh, habe ich mit 40 aufgehört mit Rauchen. Ich weiss, dass es Zeit ist, etwas zu verändern. Wenn ich es einfach weiss, ich weiss es einfach halb, ich weiss es tief in, ich spüre es ganz tief in, ich kann es nicht hören. Susanne, das ist richtig dicht mit dir, da geht die Post Ja, ab. gell, bist schnell, zack, 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 zack. Ja, aber was hätte ich anders können erwarten? Wie gesagt, ich habe das Gefühl, du bist sehr eigentlich eine Steuerfrau von deinem Leben. Du traust dir etwas zu, du erwartest etwas vom Leben. So, du stehst her und sagst, hey, ich will etwas vom Leben. Und ich frage mich, was findest steht dir oder eben vielleicht uns allen zu? Was sollten wir mehr einfordern? Ich glaube, es geht gar nicht ums Einfordern, es geht darum, sich selber zu erlauben, dürfen glücklich zu sein, dürfen gross zu sein, dürfen Freude haben an dem, was man macht und sich nicht von irgendwelchen Glaubenssätzen, die ihm übergestülpt wurden, limitieren. Ich glaube, wir dürfen fröhlich in einem bunten Röckchen durch eine Frühlingswiese kumpen. Das dürften wir, aber ich glaube, wir erlauben uns das nicht oftmals. Wir haben das Gefühl, das Leben muss schwer sein, man muss leiden und das darf man sich doch nicht erlauben. Und ich darf doch vielleicht sogar nicht so glücklich sein und darf sicher nicht zufrieden sein im Job. Es muss doch hart sein und mühsam. Wegen diesen Glaubenssätzen? Oder warum sagst du, haben wir das Gefühl? Sind das die Glaubenssätze? Ich weiss es nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen Konditionierung. Also, ich finde, das Negative ist viel schneller in unseren Köpfen als das Positive. Manchmal unterrichte ich an privaten Schauspielschulen Auftrittskompetenz und ich mache noch gerne das Experiment mit diesen jungen Menschen. Sag 5 Sachen, die du gerne hast an dir. Und es fällt vielen Leuten recht schwer. Mhm. Und das Negative geht sofort. Also es ist irgendeine Konditionierung, eine Prägung. Ja komm, was denkst du, Schauspielerin werden? Das habe ich nie gehört daheim. Aber komm, hör doch auf träumen. Oder was, du machst nur Fachfrau Betreuung, willst du nicht mehr? Ja. Aber es geht doch darum, wenn jemand spürt, das liebe ich, dann kann es einfach nicht falsch sein und dann wird man glücklich. Und ich weiss nicht, warum wir einfach glauben, dass wir das nicht dürften. Was würdest du sagen, was sind 5 Sachen, die du gerne hast an dir? An mir? Mhm. Ich habe meine Stimme sehr gerne mittlerweile. Ich habe lange daran gearbeitet, die zu hören und so schön zu finden. Ich habe meine Stimme gerne. Ich habe meine Ehrlichkeit mir selber gegenüber sehr gerne. Ich finde ja schöne Beine. Ich anerkenne mein Talent. Das ist nicht in Perfektion ausgeartet, aber ich kann tanzen, ich kann singen, ich kann mich bewegen. Ich finde, ich bin sehr flexibel im Körper, aber auch geistig. Und ich habe einen extrem guten Humor. Schön. Ich finde das inspirierend, eben, weil wir können immer an uns herumzweifeln und so, aber auch mal das sagen, was gut ist, was schön ist, was wir an uns lieben. Das ist eine Konditionierung, man kann das so üben, jeden Tag. Auch Dankbarkeit, dankbar zu sein. Jetzt habe ich eine kleine Rolle, wo die jetzt sagen, Scheiße, scheiss mir an, kleine Rolle, der andere findet die größere Rolle. Nein, ich mache doch die kleine Rolle einfach gut. Mhm. Habe ich doch viel mehr Freude, wenn ich so mit dieser Motivation arbeite. Oft sind es aber eben Glaubenssätze, die uns im Weg stehen. Du hast selber von dir auch gesagt, machst du da etwas teilen, welcher Glaubenssatz das dir wie länger zu kämpfen hatte? Oder was ist das, was dich hat zurückgebunden von dem Grosssein, von dem Glücklichsein, von dem Mädchen im Röckli im Blumenfeld? Das ist eine gute Frage. Ja, limitierende Gedanken, sich selber nicht so gerne haben, sich auch nicht kennen und sich darum gar nicht so gerne haben können, wenn man sich nicht kennt. Ich glaube, es geht gar nicht darum, nur die guten Sachen zu kennen. Ich glaube, es geht darum, sich grundsätzlich zu kennen und dann anzuerkennen, das kann ich nicht, das kann ich noch nicht, dort bin ich noch scheisse oder dort mache ich immer wieder den gleichen Fehler oder dort bin ich zu forsch oder dort erwarte ich etwas von den anderen. Ich glaube, es geht um Selbstkenntnis und das löst ganz vieles. Aber Selbstkenntnis heisst auch sich mit den Schattenseiten auseinandersetzen, mit dem, wo man vielleicht nicht so Freude hat. Und man merkt, dort bin ich auch ein bisschen ein Arschloch manchmal. Ja, oder dort bin ich wirklich ein Ego oder dort bin ich ja ein absolutes Kind, ein Verletztes. Ja, ich glaube, es hat viel mit dem zu tun. Und wie findet die Arbeit statt? Weißt, ist das auf einem Meditationsküsschen mit Räucherstäbchen? Oh. Oder ist es beim Tanzen? Ich weiss, du hast als Pilates-Trainerin unterrichtet. Ist es dort auf der Matte? Oder wenn, wo, was?
Also ich glaube, es ist wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß, ein riesiger Fächer, der ihm dazu führt. Ich finde, viel ist über den Körper auch gelaufen, über die Ausbildung, über das besser kennenlernen, von was in mir innen alles so für Kräfte wirken. Das Tanzen darf ich bitten, dass die 4 Monate, die ich tanzen konnte, haben mich extrem beflügelt. Das hat extrem viel freigesetzt. Also du hast bei einer Fernsehsendung mitgemacht, darf ich bitten, wo Promis haben getanzt und du hast nicht nur mitgemacht, du hast alles gegeben, Susanne, sind wir ehrlich. Ja. Das war für dich nicht nur ein Spiel, das war pure Lebensekstase. Absolut. Und ihr habt dann die Show auch gewonnen. Ja, voll. Ja. Ja, und ich habe dann sehr lange bis zur Pandemie, bis zu Lockdowns, habe ich weiter getanzt, 4-5 Mal pro Woche. Und das war eine meiner glücklichsten Zeiten in meinem Leben gewesen, weil ich so extreme Körper braucht und das so viel verändert hat. Im Selbstverständnis, dann manchmal Hockey auf einem Meditationsküssi, manchmal ziehe ich eine Tarotkarte, manchmal lasse ich ein Räucherstäbchen brennen. Es ist im Gespräch, im Austausch mit anderen Menschen, es ist mit Nähe zulassen, mit ehrlich sein, auch dürfen die schlimmsten Sachen, die man selber bei sich als schlimmste Gedanken zuordnet, jemandem dürfen erzählen und nicht bewertet zu werden. Durch das Leben selber, durch das Arbeiten, durch das Leben und manchmal innehalten und reflektieren. Sei es mit einem Buch, sei es mit einer Fernöstler, mit einem Vortrag von jemandem, mit einem Yogi-Guru. Es gibt so vieles. Es ist nicht immer das Gleiche. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass der Weg zur Pilates-Lehrerin sei auch fast wie eine Initiation gewesen, ein Akzeptieren vom Körper. Das nimmt mich sehr wunder. Was steckt hinter diesen Wörtern? Also, ich habe eigentlich, seit es mich gibt, habe ich mich sehr ins Aussen orientiert. Ich wollte immer auf die Bühne, ich wollte gesehen werden, ich wollte raustreten in die Welt, etwas verkörpern. Aber selber habe ich eigentlich meinen Körper immer auch früher schon Rückenweh gehabt und schon Freude an meinem Körper, aber eigentlich viel zu wenig gebraucht, glaube ich. Und viel zu fest in den Gedanken kreisen oftmals, weil der Körper ein bisschen vernachlässigt war. Ich habe zwar immer getanzt und bin viel Velo gefahren und das war sehr gut, aber ich hätte noch viel mehr machen aus dem Körpergefühl. Und die Pilates-Ausbildung hat mich wie so reingebracht, ganz tief in den Kern rein, wo es ist sehr viel um die Faszien gegangen. Das ist ja mittlerweile als Sinnesorgan anerkannt. Und das hat einfach mir wie einen Zugang gegeben in meine eigene Kathedrale, ehrlich gesagt. Das ist mir so vor, als könnte ich in Räume vordringen, in mir innen, wo ganz viel Erfahrungen, Erlebnisse oder Gefühle, ich muss sie nicht einmal verknüpfen kognitiv mit einem Erlebnis, aber wo ganz viel abgespeichert ist und das hat etwas unglaublich Erbauendes gehabt, den inneren Kern so auszuweiten, weil die Kreise ins Aussen, die waren schon gewesen. Und je weiter die sind rausgegangen, desto mehr habe ich gemerkt, will ich eigentlich in den Kern hineingehen, also eben in die andere Richtung, für das genauso stark ausgeprägt zu spüren, dass die Balance stimmt. Und es hat etwas ja von einer Kathedrale gehabt, das ich dann plötzlich gemerkt habe in mir innen. Das war irgendwie noch speziell gewesen. Und du hast bei diesem Mädchen, das durchs Feld springt, auch gesagt, wir erlauben uns nicht gross zu sein. Hat etwas mit dem gross in sich, also sich selber Träume grösser machen zu tun? Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass es nicht im Aussen zu holen ist, nur. Dass es sehr fest in uns innen zu holen ist, ob ich glücklich bin. Gerade in diesen Berufen, wo man bewertet wird, wo jemand kann sagen Top oder Flop, bei Castingsituationen, da wird es, glaube ich, länger wichtiger, dass man den Kern gut hat. Und ich weiss eben nicht, ob ich den hätte mit 18, wenn ich in die Schauspielschule wäre gekommen. Weil das etwas mit Reife zu tun hat und etwas Wunderbares ist, wenn man älter wird und an sich gearbeitet hat, dass man plötzlich merkt, hey, wow, da ist so viel gegangen und ich ruhe so viel mehr in mir innen und ich kann so viele Sachen so viel besser nehmen oder sie berühren mich nicht mehr auf die Art und Weise wie noch vor 20 Jahren und tun mich nicht so aus der Balance und bringen mich nicht in so ein Zeug. Passiert mir natürlich immer wieder. Ich bin immer noch am Lehren. Aber es ist schön, jetzt so zu merken, da ist der Kern von mir ist sicher stärker und kräftiger geworden. Jemand, der dich auf diesem Weg hat begleitet und inspiriert, ist deine Mama, eine wichtige Figur in deinem Leben. Du hast schon sehr schön von ihr erzählt. Sie hat leider früh müssen gehen. Im 2010 ist sie an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Ein Krebs, der sehr aggressiv, in den meisten Fällen unheilbar ist. Du warst 32, als sie hat müssen gehen. Das Leben hat dich gezwungen, dich mit dem Thema Sterben, mit dem Tod auseinanderzusetzen. Das schmerzt, das macht Angst oft. Hast du dich dem zuwenden oder hast du eher gesagt, hey, nein,
Ist eine Überforderung oder bist du ein bisschen ausgewichen? Wie war das für dich? Ja, das ist natürlich absolut nicht lustig, wenn so eine Diagnose kommt. Und dann habe ich irgendwie auch dort glücklicherweise in mir innen gespürt, also jetzt, was mache ich? Gehe ich jetzt in eine Verdrängung oder finde ich es einfach jetzt nur traurig oder gehe ich auch irgendwie den Weg, in dem ich damit umgehe? Weil früher oder später passiert es und niemand hat Lust auf das. Aber es gehört zum Leben und es gehört zur Wesenheit von unseren Existenzen. Alle gehen dem an. Und wenn das ist, kann man wie nicht vorbestimmen. Und dann habe ich viel über Krebs lesen, ich habe viel über Nahtoderlebnisse lesen, ich habe mit meiner Mutter geredet, ich habe mit meinem Vater geredet. Also er ist abgesehen davon auch eine inspirierende Persönlichkeit für mich in der Kindheit. Wie soll ich sagen? Und ich habe einfach mehr dort versucht, mir meine Haltung dazu zu finden, dass das nicht einfach nur ein derber, grober, wüster Verlust ist, was es natürlich ist. Wenn eine Mutterfigur aus einem Familiensystem geht, dann das ist nicht mehr wie vorher. Das ist für niemand mehr wie vorher. Das ist ein Schock. Und einen toten Menschenkörper zu sehen, ist etwas, das mein Geist übersteigt. Das ist etwas, das ist extrem brutal. Und was ist denn er? Und wo geht die Seele her? Wo geht meine Mami her? Was ist jetzt los mit ihr? Das hat mich einfach alles sehr interessiert. Und ich habe extrem viele schöne Antworten bekommen, die für mich stimmen, die nicht für alle müssen stimmen. Und darum war das für mich auch nicht nur einfach ein Verlust gewesen, obwohl ich manchmal ihr gerne anrufen würde. Und ich habe manchmal auch Fragen oder bin manchmal schon überfordert und habe manchmal auch gerne eine Mami. So. Aber gibt es einen inneren Kontakt, Austausch oder ein Begleiten, ein Spüren? Oder? Ja, ich würde schon sagen. Also, ich denke viel an sie. Ich glaube auch, dass auch meine Kinder sie spüren. Das ist auch immer man kann das so bewusst ein bisschen versuchen zu pflegen. Ja, ich finde schon, das ist irgendwie eine Nähe, die nach wie vor besteht. Hat die Erfahrung, weißt du, auch zu diesen Fragen, hey, wie viel Zeit habe ich auf der Erde, was will ich, was macht mir Spass, der Weg zu mehr Authentizität, zu der Schauspielerei auch, hat das etwas beeinflusst, dem noch hartnäckiger nachzugehen oder einmal genauer herzuschauen, was macht mein Herz eigentlich, was sagt es? Ja, nein, ich glaube, der Tod von meiner Mutter hat mich mehr wirklich forschen, was ist denn eigentlich meine Haltung zu, was passiert mit uns, nachdem wir hier auf dieser Erde quasi sterblich sind worden. Und das ist mehr für mich ein spirituellerer Weg gewesen. Und ich hatte dann noch kleine Kinder und das Leben ist ganz anders. Ich habe dann gar nicht daran gedacht, also ich habe dann meine Schauspielsachen auch gemacht. Ich hatte 2 Soloprogramme, die ich gespielt habe. Aber nein, es hat mich mehr so auf eine Forschungsreise gebracht, zu was ist denn nachher und was sind wir überhaupt? Gibt es eine Seele oder nicht? Ja. Und gibt es eine Angst oder hat es eine Angst gegeben, dass dir das gleiche Schicksal könnte ereilen, dass du auch eine Krankheit bekommen könntest? Oder hast du das wie können abschütteln, loslassen, die Angst? Oder? Ja, ich glaube, also ich habe doch einige Krebsfälle in meinem Umfeld. In unserer Familie hat es das gegeben. Vorher schon, die Anna-Galerie ist schon nicht frei von Krebs. Das ist jetzt nicht ein Gedanke, der mich dominiert, aber natürlich in der Zeit, wo sie krank war, hatte ich dann manchmal schon das Gefühl, man tut so symptomatisieren, glaube ich, sagt man dem. Sympathisieren. Nein, was heisst das, wenn man den Schmerz spiegeln oder eine Krankheit spiegeln? Das weiss ich jetzt auch nicht. Ich weiss es auch nicht, wie es heisst. Aber nein, das ist eigentlich jetzt nicht etwas. Ist, ich glaube auch, das Kranksein selber ist nicht glatt. Aber es könnte ja sehr gut möglich sein, dass man eben wirklich die Angst entwickelt oder dass die um ist. Oder warum ist sie bei dir nicht im Haus in dem Sinn? Weil es dann früh genug ist, dass ich mich darum kümmere, wenn sie ist. Mhm. Wenn es sein soll. Jetzt kümmere ich mich um Gesundheit. Also ich bin extrem fest dran, mich gesund zu halten, eben Körper, Geist und Seele. Und ich glaube, die inneren geistigen, psychischen Vorgänge aufzuräumen, was ist in mir innen noch ungelöst, wo habe ich noch Wut, Ärger, wo bin ich noch nicht im Frieden mit etwas, das kann man ja, bis man dann eben stirbt, ewig. Da ist so viel denke ich, was man anschauen kann, wo ich auch das Gefühl habe, leidet sich, wenn man das nicht anschaut, früher oder später in einem Körper nieder. Das heisst jetzt nicht, dass all die Leute, die Krebs haben oder so, selber die Schuld sind. Das will ich nicht sagen mit dem. Aber ich versuche,
aufzuräumen. Für mich, einfach auch, weil es mir im Jetzt besser geht damit. Und weil ich glaube, dass ganz viele Sachen nicht schlummern in unserem Gewebe. Und der deponiert wären wie will für eine Sondermülldeponie. Aber es braucht halt den Mut, eben herzuschauen, was ist da unter dem Teppich, hinter links im Rücken. Oder was habe ich da unter dem linken Rippli-Bogen gespeichert. Also mehr das Zusammenspiel von Körper, psychischem, Genau. was zusammenspielt. Genau. Ja. Was gibst du mir für eine Übung mit heute? Dass du ab jetzt gut zuhörst, was du für Gedanken hast und sie immer ins Positive versuchst zu drehen. Aber da sind wir wieder im Kopf. Aber Das ja, das ist stimmt. gut. Und sonst einfach schnaufen. Atemübungen, gerade in dieser wilden Zeit, wo im Aussen alles so nervös ist, finde ich die Rückbesinnung zum Schnaufen ganz gut. Ja. Ich denke an einen Moment, du hast schon eine Serie gemacht, Chor für jeden Fall, wo du hast, Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen begleitet. Ein Chor, wo du hast gecoacht als eine Frau, die singen kann, die schauspielern kann, die Lebenserfahrung hat. Und dann gibt es den Moment, wo jemand vor einem Mikrofon steht und extrem nervös ist, Lampenfieber, und du ihm sagst, ja, das schauen wir dir an, da habe ich dann schon als Trickli. Lampenfieber kennen wir alle. Was gibst du uns mit an die Hand? Also ich glaube, das hat mir auch mal jemand erzählt, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, dass eigentlich die Angst, auf die Bühne zu stehen und zu scheitern vor dem Publikum, die meisten haben Angst, dass das Publikum Boot oder Tomaten schiesst. Das ist ganz tief verwurzelt, ich glaube im Reptilienhirn sogar, der Ausschluss von der Gesellschaft, wenn man sich exponiert und etwas Falsches sagt. Und früher hat man alleine überleben. Aber das wär das Schlimmste. Genau. Jetzt denke ich, mir wichtig ist immer, dass es eine Abmachung gibt. Der auf der Bühne steht, soll sich bitte sehr den Raum dort reinnehmen und sich auch angemessen vorbereiten, aber den Raum dann auch reinnehmen und sich nicht schämen und dort gross sein. Und das Publikum will jemanden auf der Bühne sehen, sonst würden sie nicht dort hocken. Und wenn man diese Abmachung schon mal im Hinterkopf hat, dass jeder in seiner richtigen Position ist und die doch bitte auch ausfüllen möge. Darum gibt es auch einen Applaus am Schluss vom Publikum. Ich applaudiere ja nicht dem Publikum, sondern sie applaudieren mir, wenn ich auf der Bühne stehe. Und das Publikum will niemand sehen, der unwohl ist auf der Bühne, sonst ist das Publikum auch unwohl. Und darum darf man auf der Bühne stehen und in die Grösse hineingehen. Man muss sogar. Ich glaube, es ist eine Verpflichtung und eine stillschweigend gemachte Abmachung. Sich selber und dieser Rolle gerecht werden. Genau. Ja. Genau. Als Kapitänin von deinem Leben, wo soll es noch hergehen? Die Frage wäre zu gross. Die nächste Insel oder welchen Hafen hast du in Sicht? Was gelustet dich? Also eben, ein paar Sachen sind ja schon gedreht. Nächstes Jahr kommt «Ewige Liebe», deine erste Schweizer Kino-Hauptrolle. Aber das ist ja schon alles abgedreht. Genau. Ja, also ich bin gespannt, wie das jetzt eben alles ankommt. Ich würde welche Inseln ansteuern auf allen Ozeanen von diesem Planeten. Nein, ich würde sehr gerne weiterhin schöne Kinorollen drehen. Ich würde mir wünschen, dass unsere kleine Botschaft noch ein bisschen weitergeht, für die Figur von der Bea und die ganze Geschichte noch ein bisschen weiter voranzutreiben. Ich würde gerne mal als Gast in einem Stadttheater, ich würde gerne wieder Musiktheater machen, einfach so wie bisher, einfach arbeiten können, so dass man gut davon leben kann und immer schöne Rollen hat. Schön. Susanne, ich danke dir fest für das Gespräch und euch da aus merci für das Interesse. Geht unbedingt schauen. Play SRF, unsere kleine Botschaft. Susanne in der Rolle von der Chefdiplomatin Bea Lüthenegger. Wenn es euch gefällt, schickt es weiter euren Freunden, eurer Familie. Feedback auf diese Sendung gerne an fokus@srf.ch. Fokus schreibt man mit C. Mein Name ist Donat Hofer mit 2 O. Und jetzt kommen wir fast zum wichtigsten Teil, gell, Susanne? Nämlich zu deinem Musikwunsch. Du wünschst Christine Lutherburg, das Lichtli. Was steckt in diesem Song emotional für dich? Eigentlich, er ist sehr selbstredend. Es geht darum, dass wir ein Licht im Herzen haben und dass im Moment so viele Menschen sich, glaube ich, ablöschen durch äußere Geschichten. Und ich finde, man darf das innere Licht sehr fest kultivieren. Und wenn wir alle nicht mehr scheinen, dann wird es dunkel auf dem Planeten. Siehst du das Licht auf dem dunklen See, auf der ganzen Erde gibt's kein anderes mehr. Es hat früher mehr gehabt und der See hat geleuchtet, bis der Sturm ist gekommen. Er hat sie mit
sich genommen. Trag das Lichtli tief in deinem Herz, zeig der Welt dein Lachen, deine Liebe, dein Schmerz, für alle Menschen, die die Freude verloren, setz das Lichtli gern auf dem dunklen See. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.